Tut das eigentlich? Ja, sieht gut aus. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch und zum wahrscheinlich langweiligsten Video, das ich je gemacht habe. Ist jetzt eine schwierige Behauptung? Egal. Ich bin auch jemand, wenn ich einkaufe, dann schaue ich auch so gerne ein bisschen schlendern und dann gehe ich auch ein bisschen schauen, so, ja, was gibt es so Neues und so. Und ich gehe auch durch eine meiner absolut unbeliebtesten Abteilungen, das ist nämlich die Bachabteilung, weil ich backe nicht wahnsinnig gerne. Die mich verfolgen oder folgen, die wissen, dass jetzt Backen nicht unbedingt meine Disziplin ist. Dann bin ich dort durch die Regale durchgeschlendert und dann habe ich ruckzuck Bachmischung gesehen. Zackiges Weckli. Ja, zackiges Weckli. Also, meine Damen und Herren Schindler, Weckli backen ist auch etwas von mir aus gesehen, etwas vom Schwierigsten. Weil niemand, ausser der Bäck, habe ich das Gefühl, bringt so richtige, fluffige, geile Weckli, wie auch im Kindergarten Thomas auf Geburt hatte mit einem geilen Schokostängel. Das bringt niemand daheim her. Ich habe ehrlich das Gefühl, es gibt einen richtigen Dank und habe ich das gesehen. Ich dachte so, ich probiere jetzt das. Und einfach noch heute zur Info, das ist keine Werbung hier. Wenn ich Werbung mache, dann sage ich euch, sie haben es einfach gesehen. Also es kann sein, dass ich es verdammt geil finde. Ich bezweifle es. Aber es kann sein, dass ich es wirklich in der Luft zerfetze. Und es ist mir scheissegal. Also, Klammer zu. Zackiges Weckli, nur Wasser zugeben, 3,7 Deziliter, falls es zu trocken hat, das Meer. Also, man muss genau 3,7 Deziliter herschreiben, für das müsste gleich vielleicht noch ein bisschen. Und es ist zu trocken, es ist zu, eben, da fängt es schon an, egal. Die Masse ca. 10 bis 12 Minuten gut kneten. KitchenAid, merci vielmals, kannst du gut übernehmen. Lassen 10 Teigstücke zu länglichen Leibchen formen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit Eiweiß streichen, 20 Minuten ruhen lassen. Der Teig muss ich auch noch, ich habe den ganzen Satz vergessen, 45 Minuten Ruhe lassen. Also man muss wieder ewig Gott normal einfach warten. Die haben hier sogar noch eine Videoanleitung drauf, aber die gehen wir jetzt nicht schauen. Also, wir tun die Zutaten mal dingseln. Das auf. Also hat es eine schmeckt nach Karton. Also, mein Verdacht bestätigt, das Mehl ist weiss. Nein, hör auf, ich mache ja Hurenmorderei. Also alles rein. Also 3,7 Deziliter, 3,7 Deziliter. Ja, das ist... Ja. Ja, 3,7 Deziliter rein. Und jetzt gehen wir ans Rührwerk. Ich nehme die Kamera mit, ich kann ein bisschen etwas schauen. Sonst ist schon der ganze Kack schon langweilig. So, das ist meine geile KitchenAid. KitchenAid mit viel Puffy. Weißt, es ist eben auch sehr vorbildlich, oder, wenn man hier so nasse Zutaten hat und dann einfach so richtig viel Kabel hat. So, let's get started. Also 12 Minutes. 12, hä? Wir haben... Hallo, Kamera! Hallo, scharf stellen! Es ist 10 ab. Also, to be honest, meine KitchenAid kotzt fast ab dem Teig. Ich glaube, sie kündet jetzt gerade. 12 Minuten sind da. Und? Wie sieht es aus? Sadeli! Also, der Teig ist geknetet. Und jetzt nehme ich den raus. Weil es ist ja so, mein Grossi also ich habe bei meinem Grossi viel gebacken und gekocht und so. Und sie hat gesagt, weisst du, Sali? So hat sie mir aber gesagt, die hat immer von Hand geknetet. Dann hat sie gesagt, weisst du, wenn du eine Küchenmaschine hast, du darfst den Teig nicht einfach durch die Innen anlegen. Du musst ihn einfach sicher einmal spüren. Und das können wir dann spüren. Der Teig muss ein bisschen kneten und so. Und es fühlt sich an wie ein Teig. Ja, es fühlt sich auch nicht verdammt schlecht an. Also ich muss einfach eben, ja, jetzt kommt dann noch so ein bisschen Liebe über.
So, und jetzt geht es ums Warten, das scheisst mich schon wieder an. 45 Minuten bis Der Teig ist aufgegangen. Also er ist aufgegangen, wunderbar. Und jetzt, ja, fühlt sich einmal. Zack, und jetzt müssen wir eben die, ich knete noch mal ein bisschen, nicht zu hart. Und jetzt muss ich gleich grosse Teiglinge machen. Also. Oh, ich brauche auch ein bisschen Mehl. Das ist eben, wenn man so high professional unterwegs ist. So, Mehl. Ich hasse es schon mal der. So, jetzt müssen wir da weg machen. Ja, wie gross? I don't know. So, auch nicht hure gross. Also jetzt mache ich Teig. Ich glaube, es ist viel zu gross. Das ist noch ein grosses Teig. So, warte. Ich brauche eine Waage. Ich brauche eine Waage. Ich mache jetzt einfach so schwere. Hallo. Gang an! Also, ich nehme jetzt einfach von diesem Teig 90 Gramm. Ich habe 200 Gramm genommen. Okay. Also, wir nehmen 100 Gramm. So, jetzt haben wir 90 Gramm. Jetzt tue ich das mal noch einmal so ein bisschen kneten. Kneten, oder? Und dann mache ich da so ein Würstel. Das regt mich schon auf. So. Hey! Ich will nochmal. Eben. Ich habe nicht so Geduld mit so Zeug. So, jetzt ein bisschen länglich. So ein bisschen längliches Ding. So. Sieht doch aus wie ein Weckli. So, dann tue ich die einfach hier auf das Backblech drauf. Und jetzt mache ich einfach von diesen Scheiben. Keine Angst, ich muss nicht alles schauen. Ich stelle jetzt ab und hier mal fertig werkeln. Ne? So, die habe ich jetzt geformt. Warte, ich muss die Kamera ein bisschen dunkler. Warum ist sie jetzt ausgeschaltet? Hallo? Das macht die Kamera. Das sind meine Weckli. Und ich habe noch 3 Burgerbrötchen gebacken, also geformt, weil ich noch Burger machen will. Und jetzt muss man sie mit Ei bestreichen. Bestreichung, Bedeck. Und dann wisst ihr was? Dann muss man noch 20 Minuten warten. Und währenddessen den Backofen starten. So, jetzt ein bisschen einstreichen. Mega interessant. Jetzt muss ich sie nochmal bestreichen. Über die Burgerbrötchen streue ich jetzt noch ein bisschen Sesam. Und jetzt muss ich eben hier noch so Muster drin machen. So, und die kann man jetzt 20 Minuten im Backofen. Hure. Ja. Jetzt sind sie da im Backofen. Hellen Backofen. Warten wir wieder 20 Minuten. Warten. Weg. Oh Mann, die Katze. So, die Brötchen sind fertig gebacken. Echt zur Transparenz. Ich habe gestern Abend nicht mehr fertig filmen, dann war es plötzlich schon dunkel, ich war beim Gamen und ich so, Scheisse, da läuft der Ton. Moment. Ja, er läuft, sorry. Genau. Die Brötchen, hier, voilà, fertig. Sie sehen wirklich gut aus und sie schmecken mega fein. Und sie tun auch gut. Ich weiss nicht, ob es scharf stellt, weil ich kann leider nicht hinten aufs Display schauen. So sehen sie aus. Und sie schmecken wirklich gut. Jetzt probiere ich. Also. Sie schmecken nach Weckli. Und ich selber würde es nicht so herbringen, wenn ich auch nach Rezept von irgendjemandem anderen würde gehen. Also die Backmischung ist easy, wirklich. Ja, kann man sich gönnen. Ja, Weckli, tipptopp. So, jetzt muss ich eben schlucken. Oh, ich habe nur ein Biss genommen, so dumm. Gut, nee, man kann schon so, man kann schon fast sagen, hey, yeah, selber gemacht. Obwohl, es ist wirklich einfach nur eine Fertigmischung und ein bisschen Wasser zuschütten. Aber kann man sich geben. Gut, also, ich hoffe, euch hat das absolut und mega spannende Video gefallen. Wenn ihr mehr so super tighten, qualitativ hochwertigen Content wollt, gebt mir einen Daumen gegen rauf und abonniert mich. Würde mich freuen. Tschüss!